Marius, es nu niet jaar. Wens je al anscheinend niet jaar. En ik neem aan, veel mensen waar zich waren gaan altijd een veen wat ze wel anders doen en niet jaar. En ik dacht, ik wil het helemaal anders doen. Ik wil mijn leven alle dag vernemen. Beter te leven en schaafje te zijn en dankbaar te zijn. En ik steed bloß eenmaal het jaar zich wat vernemen, zo. En we gaan, een dag op eenmaal en wat immer wieder doen, Gott is met ons. En hij schenkt ons de kracht en ik weet, die gezondheid is niet helemaal door wat einer zich wensen deed. Viele mensen zijn krank, oder die hebben hem verloren. Die zijn gestorben, oder so wieder. Maar wel van de Gott schicken, die is gerade als wat ons schulden deed. Die worden met ons zijn en ons helpen. Was ik de einzige Mal so spät ist, ich wundere, wo Gott ist, aber der ist da. Und wenn wir Gott verloren, dann wird es noch schlechter. So. Ich mag allen tun, weil wir das nie Jahr mit Gott und Jesus entgegengehen und anladen ans Leben. Er hat uns erschaffen für sich und weil wir für ihn leben. Mag Gott uns alle sehen in das nie Jahr. Immerhin, von der Weile war er noch ein bisschen ein Videomärkten von Etenmärkten. Und das ist, was wir nennen Chorrizo. Das ist eine mexikanische Wurst oder Chorrizo. Wat ze brokken te mijn tacos, manche Eier, manche Schaubeln, irgendwo wordt dat gebracht. Dat is een beetje arbeid, maar dat is einfach. Dat is van Schweinfleisch gemerkt. En er zijn vele Rezapts. In Mexiko speelt zich zo meest jeder estado, meest jeder state heeft je een Rezapt. Zo ik kan dat Rezapt sterk gaan. En nu heb ik angefangen van alles een beetje uitgenomen wat mij zit en schijn smaken. Zo moet zijn wat wat zijn. Nu gaan we afhangen. Oké, wel, ik ga mal graag wijzen wat we hier alles toebrokken. Hier hebben we 3 kilo Schweinfleisch. Het beste vlees wat ik hier kan kijken mijn winkel in Manitoba is in Southern Meats. Dat is bij Schoonseveld in winkel in Manitoba. En dat zal 80-20 zijn. 80% vlees en 20% smalte maken. Dan zijn we 80-20 of 80-20. 3 kilo Schweinfleisch. En hier hebben we 18 chile guajillo. Die kan je de beste prijs krijgen bij Elroy in winkel in Manitoba, Mexicanische stoer. Hier hebben we nog 4 chile ancho. Die werden ook ja van zeer fijn geschmack. En hier hebben we dan wat we dan comino, 1,5 eetlepel comino, cumin. Hier hebben we grove peper, hebben we ook 1,5 eetlepel. Zout hebben we hier 3 eetlepel. Hier hebben we een halve koffel appel-erik, apple cider vinegar, waar je dat niet aan broek je witten erik. En hier hebben we wat van koriander zoetig, dat is een cilantro zoetig. En daarvan broek we 1,5 eetlepel. Hier hebben we 3 loerbeerbladeren, 3 bay leaves, en hier hebben we 19 chesnick, 9 cloves garlic, en hier hebben we oregano, 3 theelepel. Nu willen we afhangen. Hier heb ik dat alle krak opgeschreven wat we broken voor this chorizo. Here I wrote down all the ingredients you need for the Mexican chorizo. Okay, het eerste wo we met afhangen is we hebben onze 3 kilo Schweinfleisch hier. Hier hebben we 1,5 eetlepel grove peper. En we hebben hier 1,5 eetlepel cumin, comino. En hier hebben we zout. Dat is, oké, 3 eetlepel zout. Dat geeft zich vielleicht nog een deel over. Dat is wat het recept verlangt heeft. Zo nu willen we dit durchsnijden. Zeer durchsnijden. Van stek 10 minuten, maar het is afhankelijk zo fijn rakerig geworden. En dat je schijt durchsnijden, dat die Speizjes en alles zeer fijn durchgemixt zijn. Ik wil je wijzen wat het zit, maar we worden 10 minuten gekneed. Dan wordt het zeer fijn rakerig zijn. En dan gaan we het even weer maken. Het eerste wat we worden doen is deze chile alle opsnijden. En dat zoet ik er alle uit. Krijg zo. Zoet ik hou er alle buiten. Zo maar een kleine beetje afspelen.
Okay, nu haben wir hier einen großen Wut am Kerken, wo die Peperschoten alle nähren. Und dann war das 4 aufdrehen, dann wo die Luten zaten für eine halbe Stunde. We got a pot of boiling water. We're going to turn off the heat and let them rest for half an hour. Okay, hier haben wir dann nu die Peperschoten, die haben nu eine halbe Stunde gezeten. Die sind van weg. Nu werden das alle am Blender nähren, wir das alle Geschmack fein machen. We got the peppers now, they're nice and soft. We're gonna blend it with all the spices in it. And then we got our sauces ready. En nu kijk hem al. Het eerste wat we doen is dat erik doen aan. Dat is het einzige flessen dat wat we gebruiken. En dan koriander, peperkina, de loerbeerbläder en dat oregano en dat chesnek wat we hier al aan. En daar willen we dat alle zeer fijn maken. En wenn du nicht sehr viel Fleisch nicht bern hast, da wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen mit einem Lepel, ein bisschen mehr halten, du bern ein bisschen anrühren, dass wir wollen nicht zu viel Wutter bern haben, nicht zu viel Fleisch ist, was der Wurst zu suppig. Okay, den neuen Krockhorst, den haben wir losgekriegt. Und nu wollen wir alles mal fein machen. Und das Design kann man mit einem Lepel noch mal ein bisschen mehr halten, das Lieb anrühren. Und dann schafft das. Wir wollen nicht zu viel Fleisch nicht bern haben, anders wird der Wurst viel zu suppig. Krax ist dort. Okay, dat saus houden we eruit. Kijk maar hoe fijn dik dat is. Bloos, kraai. Nu gaan we dat hier aan deze maken vlees en nu gaan we dat daar kneden. Okay, we got the sauce nice and thick. Now we're gonna knead it for about 7 to 10 minutes. En nu meint het hengerschwien. En I mean kneden van verreweg. Bloos van verreweg à la brava. Dit maakt nu zeer fijn gekneed met dat saus te maken. Steck 7 bij 10 minuten, waar het vlees is waar zo fijn rakerig wordt. And then it's right. So we're gonna knead this for 7 to 10 minutes till it's nice and stretchy. Wow, wir setzen das nicht bloß krackreich. Bloß wunderschön. Und hier haben wir das Fleisch nicht rein. Bloß sehr schön, und nu wollen wir das toedaken en dan wollen wir das ein Stück 12 oder 24 Stunden werden wir das rühren lassen in einem E-Shop, in der Fridge. Dann tragen die Spices von durch. Okay, da wollen wir nu chorizo machen. Haben das hier nu 24 Stunden. Lassen am E-Shop rühren. Und nu werden wir nu das Speischen alles so fein durch tragen. Ja, nu wollen wir das an een worststapper nemen. En dan wil ik in het wezen waar we worst maken. Chorrizo. Woehoe. Nou ja, dan zijn we eruit zum chorizo maken. Nu werden we zien wat dat schaft. Haben uns een worststapper gekauft. Ho. Die kan je dan zo laat maken als je wil. Dit gaat nog best schön. Eens je dan maar bloß zo veel als dit. En dan draai je den pommel draal en dan voor je weer wieder. Dan hoe groot je die wel. Ja, nu vangt er al een beetje aan te beschikken. En het merkte niet zeer groot. En daar we eens half die gelegenheid waar eigenlijk 2 wel opnemen en in de vriezer uitnemen. Dan hoeveel mensen er aan zijn. Maar ja, dat zetten dat schoof zeer fijn. En bloos van verre weg. En weet je wat, zo zit het dan. Nu zijn we vorig. Want je niet een worststapper hebben, die wel een worstje smaken, dan doe je bloos dat een kleine lusten aan, zo doe je het verkopen ook in Mexico. Die verkopen die bloos een lusten. If you don't want to make them into sausages, you can always put them in little bags, put them in the freezer, and take them out as needed. Ja, kraaks is dat. Dat is nu right om hem freezer nemen en afvrieren en eruit nemen waar je dat veelt. Ja, kijk maar, nu hebben we onze chorizo hier opgehangen. Dat brukt niet, je kan die voets afvrieren en lusten nemen en enfrieren. Maar we hebben echt nog niet voets in huis voeren, we hebben hier een kelkoma, hier wordt niet ben gehad. Zo heb ik die opgehangen en dan kan je nog wel een beetje uitleggen. Eerst hebben we in Mexico jaren terug, dan hebben ze die eerst voor opgehangen dat die een beetje uitdrehen deden. Dat die een beetje uitleggen deden, dat die niet zo zuppig zijn. Maar, zoals ik zei, je kan die nul afvrieren, maar we hebben echt hier nog een stukje zijn, waar ik die hier in de kelkoma houden. Oké, nu je hebt het chorizo gebrood.
Wenn je dort retten können wir dort recken das. Reck bloß grülich, sehr schön. So, und da ist mehr Gas, da wo wir noch was da machen. Da rieren. Da wird scheine Burritos geben zum Frühstück. Und weet je wat, wir haben hier noch was übergeblevenes Speck. Wir wollen noch ein bisschen reiches Speck machen. Das geht nicht lang, was das gut ist. So, hier haben wir noch ein abgeschnittener Chile Serrano. Da haben wir noch mit Zwiebeln geschnitten. Das wir auch brocken mit unseren Frühstück Burritos oder Tacos. Okay, da haben wir ein Chorizo. Hier haben wir ein paar geschlagene Eier. Wo wir das machen. Und fein durchbroten. Hier haben wir noch ein paar ein Chile Serrano. Wo wir den noch machen. Vielleicht noch ein klein bisschen Zwiebeln. Und weil noch alles anderen haben, was wir machen wollen, kann ich dort auch aber. Der Hauptsache ist hier, wir haben hier eine Chorizo und Eier. Wo ich Ihnen wiesen, was dort ist gegessen, was dort sieht. Und da werden wir Burritos oder Tacos machen, Frühstück-Tacos. Wir sitzen da das gut. Aber unsere Tortillas abwarmen, da werden wir uns Frühstück abdaschen. Na, da werden wir uns mal Frühstück abdaschen. Wir haben hier von der Mehltortillas. Und das wird hier nur feine Fahrten sein. Und was auch gleich ist, dann ein klein bisschen gerieben Zwiebeln über. Und dann so ein Klopskäse, was sie da über dem Klops tun. Ja, und dort wollen wir nu noch einmal ein klein bisschen abwarmen, dass die Käse verschmelzen wird. Und da werden wir Frühstück gehen. Ja, das ist ein bisschen Fahrt darüber, das ist und dann lenkt ihr die bei mir bitte alle bei, nicht? Ja. Ai, das Chorizo, da kann ich nicht recken. Nu wollen wir den Käse ist noch ein bisschen abwarmen, was der verschmolzen ist, und dann wird ich wissen, was dort ist. Das braucht nicht, aber wir wollen ein klein bisschen nur warten, weil der Käse zu sein kann. Der verschmelt also fein. Und da werden wir Frühstück gehen. Ja, gleich, wir sind ready zum Abtaschen. Und das ist ab ihrem Zeichen. Sehr heiß. Und weißt du, was wir dann wollen? Check mal. Wow, du noch knippert Avocado waschen, aber jeder nicht gleich. Dann, ich weiß, ich kann somebody in Freundschaft sein, aber ich geht rein, ich nicht, was hier rein ist. Hey, das braucht ihr nicht. Dann bleibt mehr für mich. Ja. Nu werden wir, hier noch ein bisschen Zwiebeln, du ein bisschen hier. Reine Zwiebeln schmeckt mir ehrlich für Schein. Das habe ich vielleicht mal eher gemacht. Anyway, nu wollen wir abdaschen. Well. Da wollen wir hier nu mexikanisches Frühstück haben mit Chorizo und Eier mit Peperschoten. Und immer haben, ich will, was sagen, sehr dankbar Gott, für dort haben wir von der Smars abgewartet. Ich sage Gott dankbar für all meine Freunde. Dankbar für $1. Und dankbar für das neue Jahr. So, einmal und dann verfährt was. Weil wir dankbar sein und zufrieden sein, dass jeder Leben viel scheiner. War das einzige Mal, sich fehlt nur Grenzen, aber war dann lieber Prof, sich ein bisschen mehr zu arbeiten, ein bisschen positiv sein. Dann ab einem Tag checkt er Tränen und denkt er so, das wie ich so schlag. So. Anyway, nu wollen wir Frühstück gehen. Und ich habe Chorizo gemerkt, und die kann auch von Rindfleisch, oder ich habe eine Tante, die merkt Chorizo von Kühnfleisch, Turkey, was immer ihr wollt, was immer gut schmeckt, braucht das. Das ist Speise, die wurden für euch was gut sein. So, nu wollen wir das mal schmecken. Und das erste, wir haben uns Stützchen nicht. Das hat uns von Mexiko mitgebracht, das ist mit sehr heitet. War weiß ich nicht, aber anyway, muss sehen, was dort ist von der. Wir wollen nicht zu sehr, ich habe eins nach 4. Wow! Oh man! Anyway, ja, nu wollen wir das mal schmecken.
Deze burritos had ik mal leider neue Tage gefreut. Wir waren in Mexiko und wir waren eingeladen bei einer Geburtstagsparty bei einem Arbeiter von dem Motel. Und die hatten da Chorrizo Tacos. Und ich wollte sagen, das schmeckten so gründlich schön. Und nu habe ich hier gepillt und danach abgesehen und in Rezapt gesagt und aufgestellt und aufgesteckt. Nu habe ich ein Rezapt gefunden, was schön schmeckt. So, anyway, nu werden wir das eten. Weil das Rezept werden wir nur fallen. Und wenn die Chorizo gleich nach dem mexikanischen eten, ich glaube nicht, dass die noch was leid werden. En chorizo is de eerste wat te brokken krijgen van tamales merken, enchiladas, manchoblen, klapsfleisch, tacos, wann wir wollen Tiet haben. Wir wollen vielleicht irgendwas noch Tacos merken von chorizo. So. Tut die gleichen dort und verfehre wir. Okay, zum unsere Chorizo Tacos, da werden wir frisch Tortillas backen. Hier haben wir Karamell, so mal sicher. Nu wollen wir das hier addieren und da werden wir Tortillas merken in der Backen. So eine Korn Tortillas addieren, das schür geht nicht lang. Bloß mit warmem Wasser und dann das addieren, dass es ein feiner Dick ist, wo er fein mit arbeiten kann. Und hier haben wir unsere feine Tortillas-Bras, was mein Bruder Johann gemerkt hat. Der schafft so wunderkrank. Das ist 1, 2, 3, keine Rollen und nichts nicht. Und so eine Korn Tortillas, von die feinreich gemerkt sind, und gereicht, die schmecken sehr schön. Kriegst du es da. Da, ich lege den mit an. Da, nu wollen die backen. Und diese haben fein heute. Nu wollen sie hier fein backen. Wir wollen von euch fernsteck 2 Dutzend backen. Die kann ich immer abfrieren. Dann braucht ihr nicht jedes Mal merken. Okay, von unseren Tacos werden wir wieder ein bisschen Salsa merken. Von der werden wir Salsa merken von Aguacate. Hier haben wir einen halben Aguacate. Hier haben wir eine hele Zitrone halbe. Das soll actually nicht rein, aber das schafft durch. Wir haben nicht andere. Hier haben wir ein Chile Serrano. Hier haben wir ein halbes Tin Chesnick. Hier haben wir ein bisschen Cilantro. Ein bisschen Zwiebeln. Ein bisschen Salz. Und nu werden wir das alle mit fein schneiden und das hier nähen. Ein bisschen Butter dabei. Dann wollte ich Ihnen wissen, wo das Salsa sitzt und dort schreit das. Okay, dann werden wir alle von euch ein bisschen geschnitten und das hier alle nähen. Und dann werden wir das mit einem Blender sehr fein merken. Hier da ein bisschen halbe Zitrone, das Juice zu nähen. Und wenn die das zu süß ist, dann ein bisschen weniger. Dann bloß ein bisschen mehr Butter dabei. Bloß dass das fein werden wird. Und wenn ihr das nicht will, mit einem Leben ein bisschen mehr halten. Und wenn dort nicht, dann dürfen wir ein bisschen Butter behalten. Das soll fein schmatter dern sein. Nu had ik een klein beetje wat erbij gehad en nu heeft het zeer fijn geschafft. Nu weet ik mijn wezen, ik dat wel een kampje naar juiten. Zo fijn dat is. Oké, nu hebben we dat fijn dan. We nu schoten, maar we een klein beetje daarna houden. Maar die heeft immer een beetje wat aan te juiten. En anyway, dat schmeckt zeer schijn. Dat had ik al geschmeckt. Ik heb geproefd dat ook. En schmeckt zeer schijn over de tacos. Frisch gebackte Tortillas vor uns noch ein klein Brot. Eins die gleichen dort nicht, dann kann ich das bloß Tag aber wir gleich nehmen ein klein bisschen neue Brot. Und wenn das Fahrt fein heute ist, dann tragt das dort nicht so näher. Da werden wir uns nicht mal die schöne Tacos reinmerken. Und das ist mir alle mit links, wo es steht. Ja, hier haben wir unsere Brot, eine frisch gebackte Tortillas. Und hier haben wir so ein Plastik nach Taco Holder. Und so ich sage, die Chorizo, die kann ich zu alles was brauchen. Man Schobeln, man Klops, zu alles. Ja. Und das Salsa, hoffe ich, merkt ihr noch mal. Dort habe ich noch kein gemerkt, und dort ist es sehr scheinend. Aber du sagst, so die gleichen nicht, so was du rein hast, das ist genau und dann. Wordt het niet zo dier, dan blijft er meer voor mij. Ja. Wat leuk je vandaag? Ik wil het voor jou niet veel goed eten. Maar ik wil zeggen, ik had al gesmaakt, dat schmeckt sehr schön. Ik wil nog een beetje van dit bier aufnehmen.
Jag hast mange kommen och han. En jag stod här färdig med till fall. Dort wir nicht olalech, du wir weide. Oben jeder Profil, da dine lang. Jag vässe dern tau hen med min hårdo. Jag dort de tid de haft här en grön. Dort som leven jämten försvängt. En dine tru hårt gelai. Löfte ma bestund. Jag zie dankbar till Gott för det goden och schlechte. För alles vad schein wir en för jeder wunder. För vad förbi oss en vad kommen vart. Wenn en dine hängas min leven gesagt. Dunkle dagen en nachten ohne Licht. Aber ich kann feilen, du wirst immer du. Ich sag dich versprechen, strahlt ab in dich. Dann wirst du dort alles in dine Hängstellen. Ich sie dankbar für Leben, für Glauben, für Leid. Denn dort ich mit beten, niemals nicht abjagt. Wann mir du Kaffee Thronen gebracht, wirst du meine Schutz in mein großer Stadt. Ich sie dankbar zu Gott für das Gute und das Schlechte, für alles was scheint wie ein für jeder Wunder, für was vorbei ist und was kommen wird. In dine hängas min Leben gesagt. Dankeschön, Herr, für noch ein gesegnet Jahr, für alles, was du mir gelehrt hast und für alles, was du mir noch lehren wirst.